Hallo miteinander und herzlich willkommen endlich wieder mal zum Let's Play vom Exodus 19. Äh, ja, wie ihr seht, es ist alles am Umspacken, immer noch. Es ist eigentlich der neue Laptop, ja, ich habe mir einen geholt. Allerdings habe ich gedacht, ich nehme einen preiswerten, ich habe nur 1000 Stutz gezahlt. Aber ich bin nicht so zufrieden, ich habe Frame-Einbrüche, wie ihr seht. Vorher ist es noch gut gegangen, jetzt ist es wieder schlechter, jetzt ist es gut und amigs schlecht. Und ich check nicht wieso. Es ist wirklich komisch. Ich habe 15 Frames im Moment. Oben rechts gesehen, ich check's nicht, ich habe ihm 4 GB zur Verfügung gestellt, am Minecraft. Seht ihr oben rechts. Aber es ist irgendwie trotzdem am Umspacken. Ich weiß nicht, an was es liegt. Egal, ich möchte euch so ein bisschen zeigen, was sich so da hat. Aha, jetzt hat es vielleicht Server-Lags gegeben. Ja, das kann auch sein, wer weiß. Ich habe ja da unten meine Privat-EP-Farm gemacht. Die können wir sonst mal anschauen. Dort bin ich extrem viel gestanden, während ich selber Let's Plays geschaut habe. Aber sorry, mit so Lags gurkt es mich echt an. Ich nehme jetzt einfach mal etwas auf und dann schaue ich wieder weiter, wie ich das lösen kann. Gell? Ich habe ihn gerade erst vor 3 Stunden bekommen. Das erste, was ich eigentlich wirklich mache, ist ein Let's Play aufnehmen. Das war so. Ja. Da ist so meine Cave Spider EP-Farm, die ich habe. Sie geht nicht schlecht, also jetzt werden wahrscheinlich die Lags noch schlimmer werden, aber das ist egal. Was habe ich so dabei? Ja. Habe leider kein Dings, keine Stones Words, aber mit denen tue ich eigentlich meistens ein Leveln. Los, kommen die Spinneli. Und da warte ich dann meistens so 10 Minuten. Dann gehe ich runter, da ist dann noch Hühnerfarm. Die kennt ihr ja. Vom Let's Prank, es hat immer noch extrem viele Eier. So. Und die Kuhfarm ist noch dort. Da kann ich dann hergehen und die abschnetzeln. Eigentlich braucht es einen Schlag mit dem Steinschwert, damit gesagt 2 und jetzt sind es halt wenig, also... Egal, ist jetzt nicht so wichtig, ich kann so mal zeigen, was ich damals mache, aber ihr seht die Lags, es ist... Ich weiss nicht, an was es liegt, es ist ein Intel Inside Core i7, Radio- und Grafikkarte, bla bla bla, und jetzt was überhaupt, Windows 7 Home Premium, 8 GB RAM, es sollte eigentlich lange, verdammt nochmal. Ich weiss nicht, an was es liegt. Da seht ihr, habe ich Spider Eyes gefarmt. Und wenn ich da bin, frisse ich eigentlich immer die. Und da aus diesen Spinnenfäden habe ich mal ein bisschen Wolle gemacht. Ja. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal einfach schauen, was ich so gemacht habe in dieser Aufnahmepause. He? Wir sehen uns gerade wieder, wenn ich da oben bin, weil das müsst ihr jetzt nicht sehen, wie ich da lege. So, da sind wir wieder, da oben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu meinen neuesten Bauten, die ich gemacht habe. Ich fange gerade hinten an, sage ich mal. Also das, was ich schon lange seither... Der letzte Part, den ich aufgenommen habe, war ja der Piraten-Part. Gut, ich habe übrigens auch einen Piraten-Skin jetzt, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Ich habe ihn, glaube ich, schon einmal gezeigt. Und ich habe noch eine richtige Piratenphase gehabt. Ich bin auch mit der Nefschi... habe ich noch ein riesiges Schiff gebaut. Nicht das vom Let's Play. Ein wirklich riesiges. Und ich nehme jetzt mal da den Weg auf. Ich tue einfach für eine Spur und ein bisschen Musik rein. Wir sehen uns dann gerade dort. Ja, da bin ich wieder. So lange habe ich immer, wenn ich zu den Nefschi fahre, und das bin ich wirklich viel, wo wir da am Bauen sind. Ich muss vielleicht zuerst mit einem anderen Projekt anfangen. Es ist schon so gewesen, wir haben
Und wie ihr seht, ich habe jetzt die Renderdistanz extrem abgestellt, darum ist der Nebel, sonst geht es einfach nicht. Wir haben zuerst das Schiff gebaut, da haben wir noch Lust gehabt. Geh weg, Schaf. Bleib drinnen, Schaf. So. Wir haben zuerst das Schiff gebaut und da haben wir noch Matrosen wählen. Aus dem Grund haben wir uns da noch ein NPC-Dorf erstellt. Haben dann 2 NPCs bekommen und haben die da gepaart. Da sind sie. Rumlaufen. Es hat sogar mal einen Golem gehabt. Ich weiss jetzt nicht, der backt wahrscheinlich wieder irgendwie auf dem Balkon rum. Nein. Irgendwo hat es auf jeden Fall einen Golem mal gehabt. Ah! Sind stille! Jetzt nehme ich euch die Türen weg. Gut. Gehen wir schnell weg, die sind voll am Durchdrehen. So. Das ist der Nefschiri Insel. Ah, ist ihre Farm. Man sieht leider nicht in die Distanz, sonst würde man das Schiff sehen. Voll deprimierend. Da ist so ein Mob Tower à la Exitus. Ich habe ihr geholfen, den zu bauen. Und ja, er funktioniert halt so, wie er funktionieren sollte, oder? Tipptopp, sage ich. Sie hat da noch ihre Bäckerei, ihr Restaurant. Aber mal schauen, vielleicht zeigen wir das alles mal, wenn sie da ist. Da ist ihr Schiffli. Und wir haben dann da außen, ein bisschen weit, hallo, da haben wir unser grosses Schiff gebaut. Da seht ihr es, im Nebel kommt es führen langsam, unser Piratenschiff. Es hat nicht nur die Nefschi mitgebaut, es hat der Montverdi hat uns eben Dings geliefert, Villagers. Die Hose hat noch ein bisschen mitgeholfen, der Longomir hat noch ein bisschen mitgeholfen, die Galionsfigur habe ich gemacht. Ich finde sie recht cool irgendwie. Gefällt mir gut. So. Das Boot ist natürlich kaputt gegangen, wie immer. Aber vorbei. So. Da ist der Speissaal. Für die wilden Piraten. Dann hat es da einzelne Kajüten für die wilden Piraten. Das sind eigentlich alles ungefähr die gleichen so. Ja. Und da ist einfach, ja, da sind sie zum Chillen. Da könnte man noch Dispenser füllen und dann müssen wir es noch connecten. Dort ist unser Mann, der einfach der Geschützmann halt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie man dem sagt, der Kanonier oder so. Irgendwas so. Und da unten geht es ins Lager. Da ist unser Koch, schön eingesperrt, dass er nicht weg kann. Unser Schatzmeister, der unsere Schätze zählen und bewachen. Ja, das ist, wir haben recht lange dran, eben, es ist alles Survival erstellt worden. Aber es hat einfach Spass gemacht und immer wieder irgendwelche Tod, weil einer vom Mast runtergefallen ist. Da haben wir Späßchen gemacht, das ist immer mein Zimmer und sie hat dann immer gestritten mit mir, es sei ihres, weil sie ist der Kapitän und überhaupt und ja. Da ist der Kapitänsstuhl mit dem Steuerrad, kann man steuern. So realistisch wie möglich halt, oder? Die Fahne hat, glaube ich, die Hose gemacht, ich bin jetzt nicht sicher. Ja. Hey, hoi! Und da darf man nicht oben runterfallen, man ist gerade tot. Und leider sieht man nicht mal, ah doch, man sieht bis runter. Aber ja, egal. Gut, das ist eines von diesen Projekten, die ich gemacht habe, seit ich nicht mehr aufnehmen konnte. Dann werden wir jetzt mal auf Varzia fahren. Das ist die Stadt im Untergrund. Vielleicht habt ihr es beim Greener mal gesehen und sonst tue ich es euch selber zeigen. Der Weg dorthin ist eigentlich wieder auf dieser Strecke. Vielleicht sind euch die Melonen aufgefallen. Vielleicht auch nicht. Ich werde mal dorthin fahren. Ihr müsst es nicht mehr sehen, auch wenn es verschnellert werden. Ui, da sind die Mobs. Schaut mal. Die Mobs am Aufschwädeln. Sind die gerade blockiert irgendwie? He? Ich weiss auch nicht wieso. Vielleicht ist mal ein Creeper explodiert dort oben drin. Wer weiß. Ja, ich fahre mal auf Varzia. Zumindest dort, wo die Station ist. Und wir sehen uns dann gerade dort wieder. He? Bis dann. Stopp. Alter. Oh, da sind sie. Wassermelonen sind immer ein Zeichen dafür, dass wir gerade da sind jetzt dann.
Jetzt ist es nur noch ein Katzensprüngli übers Land, aber das ist egal. Dann kann ich gerade die Zeit nutzen, um euch noch ein bisschen zu erzählen. Und zwar eben vom Privaten. Ich habe jetzt einen neuen Laptop und im Moment bin ich nicht allzu zufrieden. Vielleicht ändert sich das noch, wenn ich weiss, wie er läuft, wie ich was muss einstellen und. Ich bin gespannt darauf, wie es 4 dann läuft. Zudem habe ich endlich den Lohn bekommen, eben, sonst hätte man den Laptop gar nicht leisten können. Bin zufrieden damit. Einfach Arbeitszeiten sind recht kritisch im Moment und ja, ich nehme halt auf, wenn ich kann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel erst am 11 Uhr muss arbeiten muss, stehe ich gleich schon am 6, 7 Uhr auf, weil ich einfach nicht länger kann schlafen kann. Aber auch dann werde ich nicht aufnehmen. Ganz sicher nicht. Und was ist sonst noch? Eben, ich habe eine Brille. Mal schauen, vielleicht zeige ich das dann mal her. In einem neuen, das werde ich eh schon lange wieder mal machen, so ein Exitus-Video. Ein Erzählvideo, sage ich mal. Und ich muss sagen, es ist noch schwierig, um jetzt Varzia zu finden, wenn man nicht auf Far eingestellt hat. Es ist so mühsam. Aber da sehe ich schon das erste Zeichen. Rasch schauen. Varzia im Bau, ja. Jetzt müsste die Richtung irgendwie sein. Ja, da ist der See. Da habe ich ein Apartment. Blöder Creeper. Ja, komm. Ja, voll easy. Gang weg. Jetzt gehen wir, glaube ich, gerade zuerst ins Apartment. Oder wollen wir zuerst mein Projekt gehen? Nein, gehen wir zuerst in mein Apartment, das ich hier eingemietet habe. Es hat 12 Plätze. Ich bin im Moment leider der aktivste. Ich habe jetzt sogar das Bürgermeisteramt übernommen. Das sind die genialen Varzia-Touren. Also ich finde es echt geil. Gut, eben, da bin ich jetzt Bürgermeister geworden, aber ich habe noch nicht wirklich Zeit gehabt, um irgendwelche administrative Sachen zu machen. Das Einzige, was ich jetzt da schon gemacht habe, ist mit der Nefschi, wir haben den Stall umgebaut. Das war vorher einfach ein Raum gewesen. Wir haben da so ein bisschen uns Mühe gegeben, eben so ein bisschen Strohballen, einen Eingang für die Kühe, eine Melkstation, bla bla bla. Ja, Kühe, ich weiss. Im ersten Moment, als ich Bürgermeister kam, bin ich zuerst umschauen. Wir haben leider noch kein Monster frei. Das ist etwas, was mich tierisch nervt, sorry. Und das erste, was ich gemacht habe, war gerade Tierbaren. Oh oh, X-Ray ist so geil. Du wirst spannend. Tschüss. Egal. Ihr habt die Stadt vielleicht schon mal gesehen. Vielleicht auch nicht. Ich zeige sie mal. Es ist eigentlich nicht dort oben dran, sondern die Stadt ist da unten. Ich kann es leider nicht genau herzeigen, weil ich eben Renderdistanz recht geschissen muss drin haben, sonst geht es nicht. Dort ist der Tempel. Ja, ja. Egal. Yep, du wirst spannend, nehmen wir es. Ciao. Das ist mein Zimmer, mein Apartment. Wartet, das habe ich nicht. Safe Road 19, Home Sweet Home. Da ist mein Schlafzimmer. Ja, wie ihr seht, ich habe Freude an Silk Touch. Da ist mein Brennraum. 16 Gold hat es noch drin, Einsatz gerade kein mehr drin. Da hinten ist mein Geheimraum und jetzt tue ich rasch die Aufnahme unterbrechen, zum zeigen, zum eben nicht zeigen, wie man reinkommt. So, ich habe es rasch aufgemacht, jetzt gehen wir da hinten. Da ist mein geheimes Lager. Da habe ich einfach mein Zeug gelagert, oder? Viel zu essen, Kohle, Charcoal vor allem. Da zum ein bisschen baren, Redstone, Lapis. Meine Tränke, die ich am Brauen bin. Das sind einfach eben die Warzen, dass man Awkward Potions machen kann, Gunpowder, dass man Splash Potions machen kann. Das ist zum Verstärken, aber Zeit verkürzen. Das ist zum Schwächen, aber Zeit verlängern. Da eben Speed 6 und Speed 2, aber es ist nur 1,30 und. Macht Spass. Da habe ich noch einen Verzauberertisch gehabt, aber der ist jetzt wieder umgezogen.
weil ich einfach bei der EP-Farm einen Verzaubertisch gebraucht habe. Meine Plattensammlung da hinten, voll schön. Und meine Seele. Meine ganz geheimen Sachen... wieso hat es da das Holz? Egal. Meine ganz geheimen Sachen zeige ich nicht. Ich habe etwa 2 Stacks Diamanten. Und sonst noch so Endstone habe ich versteckt und dieses und jenes. So, ich mache da rasch wieder zu. So sieht es zu aus. Ja, eben noch 2 Stacks Diamanten und ich habe letzte Sachen im Wert von, wartet mal, Rüstung 24 und dann irgendwie 3 Pickel, eine Schaufel und ein Schwert. Ja, sag mal, etwa 35 Diamanten habe ich verbrannt. Plus sind die Diamantenrüstungen je mit 40 Level verzaubert gewesen. Also ich sage einen Wert von sicher einem Stack, 1,5 von der Zeit her. Bin ich unter das Lava gestanden, habe eine Lavadusche genommen und bin verbrannt. Alles andere auch. Und das hat mich so angeschissen und dann bin ich halt raus. Tja, Rage Quit und so. Das ist der Tempel von Varzia, wo wir gerade drinnen sind. Da ist der Verzauberertisch, also darum brauche ich in meinem Zimmer keinen mehr. Das finde ich voll genial. Kann man so das Level bestimmen, wo man will. So. Dann hat es dann noch das Alchemielabor von Varzia. Das ist alles noch vom alten Bürgermeister gemacht worden, vom Self-Service. Ja, mit halt Zutaten, die von da oben runterfallen und. Ich weiss leider nicht, wie ich die einfüllen kann. Ich muss da wahrscheinlich irgendwo hinten rumlaufen. Fragt mich nicht wo. Das sehe ich dann alles noch. So. Dann ist da die Opfergabe. Wenn man in einer Stadt wohnt, muss man gewisse Opfergaben zahlen pro Monat. Ich habe nicht Permission, um das zu machen. Tja, ich bin zwar der Bürgermeister, aber egal. Wenn die Fackeln leuchten, muss man einzahlen. Und wie ihr seht, es gibt recht inaktive Leute, die werde ich dann bald mal rauskicken und neu einladen. Ja, und das ist auch da, das ist noch nicht aktualisiert. Ich bin immer noch der Bürger. Self-Service ist immer noch der Bürgermeister. Ja, es kommt alles noch. Ich habe noch keine Zeit für das Zeugs. Ich habe einfach gesagt, ich mache es mal und bei wichtigen Fragen kann man mich fragen. Ja, ja. So fressen wir das Spinnenauge. Es ist sehr, sehr billig. Und Rüstung geht ja nicht kaputt, wenn man vergiftet ist. Also warum nicht? Ich habe auch schon gelebt von denen. Also, ich zeige dir erst mein Projekt, wo ich dran bin. Und das ist die zweite Höhle von Varzia, dass wir mehr Leute einladen können. Aber eben in letzter Zeit ist das fast unnötig, weil es schiessen einfach Städte aus dem Boden wie Pilz. Also unglaublich. Kürbisfarm aus einem bestimmten Grund. Und zwar, da bin ich den See am machen. Und ja, es ist recht mühsam. Ich mache das halt mit Dirt. Baue mir einen Weg führen. Mache dann eine Dirtplatte. Vielleicht sehen wir da noch eine. Ja, schaut da, so wie dort hinten. Und ja, es ist recht mühsam. Das meiste habe ich gemacht. Oh, der Icesider hat den Lava ins Knie geschossen. Und dann muss ich das halt wieder so wegnehmen. Und das geht in einem Let's Play sicher nicht, weil man sieht die Erde nicht. Ich muss mein Wasser zuerst wieder schön einstellen. Ja, dort hinten habe ich mit Silk Touch mal einen Block platziert und ein bisschen Erde rundherum, dass ich dann das Gras durchziehen kann. Und die andere Hälfte, die muss ich noch machen, aber ich habe gerade gar keine Lust auf das. Also es ist eine riesen Mühe. Aber ich finde es praktischer so, anstatt Dings nachher zusammen machen. Also weißt, man hätte auch den See einfach ein Feld tief, dann überall Wasser legen und dann noch draufstehen und ein bisschen runtergraben. Aber auf das habe ich keine Lust gehabt, ich habe es zuerst ausgehoben. Da weiss ich noch nicht, was hinkommt. Ich stelle mir so irgendetwas Arena-mäßiges vor. Auf jeden Fall braucht es noch Platz für Häuser, einen kleinen Tempel und. Das ist so das, was wir rausgeholt haben. Vor allem ich. Nefsch hat mir noch viel geholfen und die Hose auch ein bisschen. Aber ja, voll easy. Oh! Gesicht kommt um die Ecke. Ich habe leider
Moment, ich habe doch da vorne gerade noch Kohle gesehen, die holen wir jetzt geschwind und machen ein paar Päckchen. Habe ich Holz? Ja, Holz habe ich. Wo ist sie gesehen? Da. Hm, zu wenig. So. Gut. Haben wir das? Ah, und an alle, die wissen wollen, wie der Hunger genau funktioniert. Der Etho hat das getestet und es ist super genial, also echt. Man hat nämlich 2 Hungerbars. Und zum Beispiel das Fleisch heilt 4 Hunger, aber es tut bei irgendwie 6,5 bei der Sättigung. Und solange man die Sättigung voll hat, nimmt man keine Kühle kommen nicht weg. Die Fleischkühle unten rechts, sie kommen nicht weg, solange die Sättigung da ist. Wenn die Sättigung weg ist, braucht man irgendwie 15 Sprünge und dann geht eins weg. Oder man rennt 40 Blöcke und dann geht eins weg. Oder man rennt 5 Blöcke und dann geht es weg. Irgendwie so. Also schaut das selber mal, das ist wirklich genial gemacht. So, und jetzt gehe ich noch rasch zu meinem Lager, aber ich schneide den Weg rasch raus, weil ich bin jetzt schon bei 20 Minuten oder so. Die Zeit rast einfach wieder. Also, wir sehen uns gerade dort bei meinem Lager. So, ich habe jetzt den Renderdistanz gleich nochmal auf normal da. Das sollte eigentlich festheben. So. Ja, das check ich auch nicht. Warum tut es rendern, wenn ich... Schaut mal, ich drücke jetzt A und es tut neu rendern. Bei D ist es ganz normal. Bei W auch. Bei S auch. Bei A tut es neu rendern. Also ich darf nie links laufen. Ganz einfach. Das ist mein Tower. Mein Lagertower. Ach, ich brauche A so viel. Und es ist noch am Entstehen. Da seht ihr Sandstone. Oder ich habe es probiert, ein bisschen zu markieren. Da ist der Sand. Da ist ein Kabel und. Ah, so, das sind unsere Lift. Das ist nämlich genial. Tschüpp. Meine Holzfarm, die ich einfach brauche, oder? Da kann man da auswählen, wo man hin will. Dann gehen wir mal in den Ofenraum. Es ist alles am Entstehen, wisst ihr. Und ich will es auch ein bisschen schön machen von dem her. Das 3 haben wir schon gesehen, das ist der Stein- und Ausgang. Gehen wir in den 4. Stock. Und dort unten, habt ihr gesehen, das ist nämlich andersrum. Ich will es auch so, ich muss alles umbauen noch. Da seht ihr auch, was ich so drinnen habe. Und da sind eben Fences und Leitern, weil einfach alles mögliche an Holzsachen da drinnen ist. Holzstairs, Holzplanks. Da habe ich extra Birken, nur dass es nicht mit den Slabs verwechselt wird. Da sind auch noch Steinslabs, das sieht man wegen dem Glas ganz gut. Wir sind im 4. Und da oben habe ich noch gar nichts gemacht. Und ich könnte sogar noch einen neuen Boden rein tun, aber eben, ich bin noch nicht wirklich dazu gekommen. Es wird alles noch entstehen. Grundblöcke, so. So, das ist neu, eben Grundblöcke, das Schild ist einfach noch nicht aktualisiert, egal. Mein Lagerhaus, das wird dann ein riesiger Turm, wo überall alles sollte Platz haben, ein ganzes Stück für Mobdrops und. Und das mit dem A nervt mich wirklich. Ich weiss nicht, an was es liegt, aber immerhin noch nicht geile Frames. Jetzt probieren wir doch gerade mal. Average und da auf Far. Mal schauen. Vielleicht hat sich auch irgendwie Fraps müssen dran gewöhnen. Ja, hey. Schleif doch nicht geölt. Nein. Es ist schon wieder auf 15 Frames unten, aber egal. Und das A-Problem habe ich immer noch. Ich weiss nicht, an was es liegt, Leute. Aber es hat mich gefreut, endlich wieder mal etwas zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und das nächste Video werde ich dann wahrscheinlich 4 austesten. Und dann mal wieder mit einem Let's Play anfangen. Irgendetwas Minecraft-mäßiges. Ich weiss noch nicht, wie ich es mache. Viel mache ich echt nicht gerade. Also, ich hätte wieder Lust auf so eine Wex-Map, aber nicht mehr die mit den vielen Feuersachen. Die haben ich nämlich von Anfang an scheiße gefunden.
Vor allem habe ich die Schlange nicht mehr weitergespielt. Ich weiß nicht mehr, wo mein Zeug liegt. Ich könnte zwar im Video schauen, aber ich hoffe, ihr versteht es, wenn ich mir eine sympathischere raussuche und dann die mache. Es würde mich auch mal reizen, eine Singleplayer-Map wieder zu machen. Und zwar eine auf Hardcore, dass man nachher die Map gelöscht wird, wenn ich sterbe. Auch das wäre spannend. Ich habe das gerade letztes Jahr austestet, habe Diamanten gefunden und habe gefunden, komm jetzt will ich schauen, was passiert, wenn ich sterbe, ob ich wirklich muss deleten muss. Und ja, es ist so, man muss dann die Karte löschen. Finde ich recht interessant. So, also, das war es. Ich bin der Exodus19, auch Sephiroth19 genannt, hier auf dem Server. Und bis zum nächsten Mal. Peace!